Gestern Katastrophen-Session gehabt, wie ihr wisst. Heute auf dem Weg zum Strip, um das Ganze zu ändern. Mir ist sogar noch was Lustiges eingefallen von gestern. Gestern hat ja überhaupt nichts funktioniert, wie ihr wisst. Da gab es eine Hand, nachdem ich irgendwie so 4-5 Stunden die ganze Zeit aufs Maul bekommen habe, kam dann irgendwann endlich Könige. Also ich sitze im Button mit Könige. Der Dealer ist verteilt gerade die Karten und die zweite Karte kommt an. Ich sehe die Könige. In dem Moment sehe ich auch aber schon in meinem Augenwinkel, dass die Karten weiterverteilt werden. Also der Otto hat in dem Moment einen PLO-Spieler vorbeigehen sehen und sein Gehirn hat dann einfach auf PLO umgeswitcht. Ja, da waren schon 3 Leute, die eine dritte Karte zugeteilt bekommen hatten und er sagt dann einfach direkt Missdeal und sammelt die Karten ein. Also Könige tot. Poker nicht für schwache Nerven, Leute. Ich fahre hier jeden Tag lang und sehe zum ersten Mal die Pizzeria. Da noch nie gesehen. Leute, das Auto steht auf jeden Fall auf der Wunschliste irgendwann mal, falls das mit YouTube klappen sollte oder mit Pokermillionär, eins von beiden, was immer als erstes kommt. Und so fürs Wochenende oder so würde ich mir dann den Bentley gönnen. Da steht noch ein Bentley Continental. Also wir vloggen jetzt schon fast den ganzen Monat. Und wir haben den Daniel Engels kein einziges Mal getroffen, Leute. Jetzt müsst ihr in den Kommentaren mal aktiv werden und alle Daniel Engels irgendwie irgendwas posten. Daniel, mach mal sie zu oder was auch immer. Denn ich weiß, dass der Daniel die Vlogs guckt. Und wenn ihr ein bisschen Gas gibt, vielleicht kommt er dann mal. Session mit einem Plus von $266 beendet. Ich habe mich hingesetzt und direkt die allererste Hand, die ich gespielt habe, Pocket Könige, ist ein 3-Bet-Pot, beziehungsweise ist kein 3-Bet-Pot. Es ist ein Straddle, ist eine Straddle-Hand, also 2, 5, 10 wird gespielt. Und der Typ, gegen den ich spiele, der ist so vercheckt, dass er schmeißt erstmal einen 5er rein. Und dann sagt die Dealerin 10-mal zu dem, ey, es ist Straddle. Und er sagt sich jedes Mal was und checkt nicht, was abgeht. Bis er dann irgendwann begreift, dass er statt $5 $10 zahlen muss und sagt dann folgenden Satz. Der meinte dann irgendwie sowas von, oh, ich habe nicht gehört, dass du Straddle gesagt hast. Ich bin taub, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, es scheint so, als wärst du auch noch blind, weil die Chips liegen ja da schon. Jedenfalls legt er den 5er nach, also liegen da jetzt 2, 5, 10 plus nochmal 10. Und ich bin im Cut-Off und habe mich dazu entschlossen, auf 50 zu raisen. Ich habe Pocket Könige. 40 wären aber auch okay gewesen. Alle folden und er callt. Und ich sage dann auch noch, für meinen Kommentar bestrafst du mich jetzt bestimmt auch noch. Also gewinnst bestimmt meinen Stack. Ja, Flop kommt Dame 9, 6. Und er hat Pocket 6er. Wenn man in der ersten Hand so verliert, direkt jemanden aufdoppelt, vor allem nach so einer Katastrophensession wie die von gestern, da gehen einem schon manchmal so ein paar Gedanken so, oh scheiße, läuft das jetzt genauso weiter wie gestern? Oder also es tiltet schon für ein paar Sekunden, ist ganz klar. Aber wichtig ist halt, dass man das irgendwie ganz schnell unter Kontrolle kriegt und da dann immer versucht, da auch noch besser drin zu werden. Also früher hat mich das manchmal Tage getiltet, dann nur noch irgendwie einen Tag und dann nur noch ein paar Stunden und dann nur noch 5 Minuten und jetzt mittlerweile so, dass sobald ich die nächste Hand zugeteilt bekomme, habe ich die letzte Hand schon wieder vergessen und es geht direkt weiter mit Action. I knew you were somewhere, bro. I see the freaking camera. Well, I don't know, because you had, I was like, I hope he's not wearing his glasses, that means he can't see. So Leute, wieder mittlerweile zu Hause. Die Kids schlafen auch schon.
Meine Frau musste um 7 zur Arbeit, also ja, habe ich sie einfach abgelöst jetzt eben. Ist ja eigentlich schade, weil ich wollte eigentlich versuchen 8 oder 10 Stunden zu grinden, vor allem wegen der Losing Session gestern. Aber ja, da meine Frau zur Arbeit musste, hat das leider nicht geklappt. Dafür aber dann mit den Kids gechillt und ja, wir haben noch mal ein bisschen Fernsehen geguckt und ein bisschen was gegessen. Und ja, jetzt kann ich mich an den Rechner setzen und wieder Vlogs schneiden und außerdem überarbeite ich meine Webseite so ein bisschen. Da kommen auf jeden Fall einige coole neue Sachen demnächst, die ich im Vlog präsentieren werde. Außerdem ja, war heute wieder nur Poker und nichts passiert, aber ihr könnt euch die Tage auf noch ein bisschen mehr Halloween-Action gespannt machen. Wir werden sehr wahrscheinlich nochmal zu so einem Pumpkin Patch gehen. Gestern, das war so ein mexikanisches Pumpkin Patch und da gibt es nochmal so ein paar Army Pumpkin Patches, wo wir die Kids hinbringen und die können dann spielen und so weiter. Ist für die halt ziemlich interessant und für euch eventuell auch. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren.